Herzlich willkommen. Dieses Mal wieder von meinem Balkon und nicht aus dem Vasenbierzelt. Bei einer stetigen Weiterentwicklung, die wir in den letzten Jahren mitgemacht haben, wächst man immer. Ne? Man wächst nicht nur im Business, sondern man wächst auch ganz stark, in unserem Fall, mit Personal. Ja, und das bringt immer noch mehrere Herausforderungen mit sich. Zum einen natürlich die strukturellen Geschichten und zum anderen aber auch das Thema Führung. Und ja, da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr viel gelernt und auch sehr viel wahrscheinlich Lehrgeld bezahlt und haben vor allem eins gelernt: jeder ist unterschiedlich. Wie er mit Führung umgeht oder wie man ihn auch führen muss. Unser Ziel ist es am Ende, dass immer unsere Botschaften da tatsächlich auch ankommen und der Mitarbeiter dann auch wirklich in der Lage ist, das sein Bestmöglichstes abzurufen. Und das liegt sehr oft auch tatsächlich daran, wie wir dann kommunizieren und ob wir die richtigen Knöpfe bei dem entsprechenden Mitarbeiter dann auch drücken. Und ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich weiß auch gar nicht, ob man da jemals ausgelernt hat. Wir merken auf jeden Fall, dass wir uns da auf jeden Mitarbeiter ein Stück weit anders einstellen müssen und uns da auch selber ein bisschen verändern müssen. Wir müssen sehr, sehr sensibel sein und darauf achten, wie reagiert der einzelne Mitarbeiter darauf und passen dann auch die Ergebnisse. Das ist wirklich ein sehr komplexes Thema und wird uns sicherlich die nächsten Monate und Jahre vor allem auch da mit begleiten. In dem Zusammenhang zum Thema, wie führt man mich, hat mal in meinem vorigen Leben einen Geschäftspartner von meinem alten Arbeitgeber mal zu meiner Chefin gesagt, dass es zwei Möglichkeiten gibt, mich zu führen. Entweder man nimmt mich an die kurze Leine und dann hat man aber keinen Spaß, weil der Werner geht einem dann auf die Nerven und piesackt einen immer. Oder man lässt ihn einfach laufen und schließt ihn jeden Abend in sein Abendgebet ein und hofft, dass er keinen Blödsinn macht. Und zum guten Glück hat das genau so auch meine Chefin gemacht. Und sie ist in dem Fall, glaube ich, auch ziemlich gut gefahren, mich einfach springen zu lassen. Aber genau so sind die Leute eben unterschiedlich. Und das ist das, was ich so ein bisschen mitgeben möchte. Dass man sich auf jeden Mitarbeiter einfach auch so ein bisschen einlassen muss und auch ein bisschen gucken muss, was passt zu einem und was passt zu dem Mitarbeiter und wie möchte der vielleicht auch ein Stück weit geführt werden. Ich wünsche euch was. Wow, jetzt geht Wind. Wow. Tschüss.